Archivgeschichten. Eng Zeitreise an Vergangenheit. Ein Podcast vom Lützebauer Nationalarchiv. Moin und herzlich willkommen für eine neue Podcast-Serie vom Nationalarchiv. Archivgeschichten, eng Zeitreise an Vergangenheit. An diesem Podcast präsentieren wir euch spannende Sujets aus der Lützebauer Geschichte und geben euch einen Abblick an die Arbeit von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Mein Name ist Jennifer Müller und ich unterhalte mich heute mit Charles Lux. Moin Charles. Moin Jennifer. Charles, du bist seit 2018 wissenschaftlichen Assistent beim Nationalarchiv und du hast Geschichte studiert. Und du hast dem auch all Tag mit Geschichte zu dienen. Du schaust für zeitgenössische Abteilung. Erzähl uns mal ein bisschen über Dinge Arbeit. Ja, es hat Mission als Sektion Contemporaine, also die zeitgenössische Archive für das Publikum accessibel zu machen. Das machen wir, indem wir Dokumente analysieren, also beschriften, an den Inventär dann eben online zu publizieren, für das Chercheren Römfannen noch zu sichern. Eng einer von unseren Missionen ist dann auch den Chercher als seine Recherchen zu beraten und zu helfen noch zum Teil. Wir beginnen als heute mit dir an die Welt vom Lützebauer Weinbau, aber besonders an Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Jahre nach 1918, waren ja immens turbulent Jahre für das Lützebauer Land und das soll doch nicht anders sein für die Lützebauer Winzer. Wie du als heute so klären, wie bist du dann überhaupt auf das Sujet vom Lützebauer Weinbau gestoßen? Ja, 2017 hat das Nationalarchiv die Ausstellung Onze Bier über die nationale Braukultur organisiert. Und zu Lützeburg gibt es aber auch noch ein anderes Getränks, was eine große Stellenwert hat, oder wenn nicht sogar mehr große Stellenwert wie der Bier hat, und zwar der Wein. Ja, weil die geht noch an unserer Nationalhymne besungen und du geht gesagt, wo Trier flanscht Musel duftig bläht, den Himmel Wein uns mischt. Ja, genau. Also der Weinbau, der spielt hier am Land, auch vor allem natürlich auf der Mosel, seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden eine enorm wichtige Rolle. Und voilà, die ganze Muselgegend hat ja eine lange Zeit just vom Weinbau gelebt. Und dann hat sich eben noch so vorgestellt, wieso nicht auch das Sujet ein bisschen mehr genau analysieren, weil auch für allem vergleichsweise wenig Historisches über den Wein geschrieben wird und trotzdem viel Archivmaterial gibt. Mal über das Archivmaterial, dazu wird man nach mich später ein Kehr zu schwarz kommen. De Wein aus ja haut von den Lützebauer Vierzeugenprodukte für allem als Weißwein und noch als Creme sind nicht nur hier am Land immens belebt, wir haben noch eine gewisse Renommee am Ausland. Wenn ihn sich da ein bisschen mehr für das Sujet interessiert, dann merkt ihn aber sehr, dass das nicht immer der Fall war und dass Qualität bei den Weinen nicht immer eine Priorität war. Stellt sich also die Frage, was dazu beigetragen hat, dass der Wein heute die Qualitätsprodukt ist, denen ist. Wieso ist gerade Zeit nach dem Ersten Weltkrieg so interessant für den Lützebauer Weinbau? Wie du schon vorhin kurz zugedeutet hast, ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg relativ turbulent zu Lützeburg. Und der Weinbau soll doch davon nicht verschont bleiben. An den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg müsste der Lützebauer Weinbau sich nämlich komplett neu erfinden, für weiter zu existieren. Das hat aber finalement dann dazu geführt, dass von Grundlagen gelöst wurden für die Weine, die wir heute kennen. Und was hat dann dazu geführt, dass den Weinbau sich neu erfinden? Ja, muss ich ein bisschen weit zurückgehen. Seit 1842 war Lützeburg ja Teil vom Deutschen Zollverein. An der Zeit, wo Lützeburg zum Zollverein gehört hat, hatten die Winzer am Anfang keine Schwierigkeiten für Wohllast zu gehen. Voilà, die Lützebauer Winzer haben in dem Moment noch kaum fertig Produkte produziert. Aber der größte Teil ist eben an Deutschland geschickt gehen, für dort mit anderen Weinen verschnitten zu gehen. Das heißt, sie wurden an Deutschland geschickt, für mit Weinen aus Deutschland vermischt zu gehen. Und das hat dann eben, das dann eben so vermarktet gehen. Mehr wie 3/4 von der Lützeburger Produktion sind so an Deutschland geschickt gehen, für dort eben mit deutschen Weinen verschnitten zu gehen. Die Weine waren zum Teil von schlechter Qualität, aber das war eigentlich egal für den Zweck, zu dem sie gebraucht sind. Und wie haben die Weine dann überhaupt geschmeckt, wissen wir das heute?
Ja, die Weiner waren relativ säierzig, also hatten einen niedrigen Alkoholgehalt von ungefähr 7 bis 8% an der Regel. Wie gesagt, schon wenig Weiner goufen hier im Land produziert für direkt konsumiert zu gehen. An die Weiner, die dann noch hier direkt produziert goufen für die Konsumation, waren echt von schlechter Qualität. Das war so ganz gewöhnlich Wein, also waren der Table. Wann Lützebäuer dann Qualitätswein gedrunken hun, da gouf die Mädchen aus dem Ausland importiert an für allem eben aus Frankreich. Dafür noch daran 90% von also Wengerten aus engem aus enger enscher Verdrauvenzucht bestanden, und zwar dem Alpling. Dafür wetter grad Dalbling drauf. Ma das drauf wo am Fong bekannt dofir dats der erlaubt huet eng méi gros Quantitéit vun Wein ze produzieren, so einfach méi ofgeworf wéi aner Cepagen oder Drauvenzochten. Qualitätit wo wie schon gesot hun relativ egal an gouf alles so also am Fong alles op Quantitéit gesat. Et gouf noch an der Zeit relativ wenig Erfolge gemacht fir de Wein zu verbessern oder zu promoveieren. Von einem vielzeitige Produkt wat Wein haut des Tags zu Lützeburg ass, kann en lang net schwatzen, méi et vorhawer en enorm wichtigen Exportprodukt fir Musel zu Mols. An mir hulo méi wat Charakteristik vum Lützebäuer Weiner Weibau zur Zeit wo Lützeburg am Zollverein war geschwad also am 19. Jahrhundert méi wat ändert sech dann mam an vum Echte Weltkrieg. Am Moment vom Krieg huet d Lützebäuer Regierung relativ séier den zollfreien Vertrag mat Deutschland gekënnegt, und zwar schon am Dezember 1910. Et war einfach net mi méiglech die wirtschaftliche Union mat Deutschland oprecht zu halen. An der fir Lützeburger Wënzer geheescht, dat sie vun engem Moment op den anderen ihre wichtigste Marché verleieren. Sie können nämlich ab dem Moment nimi wie 4 drohen hier woen zollfrei an Deutschland lieferen. Dat voilà, ab dem Moment huet och op Lützeburger Wein missen Zoll fir den Import an Deutschland bezöllt gin. Voilà, dabei können aber auch, dass die wirtschaftlich schwere Schlag von Deutschland dazu gefordert huet, dats de Mont no Lützeburger Wein rofgängen ass. Fir d Lützeburger Wënzer wo du schlicht einfach net mehr rentabel fir Lützeburger Wein an Deutschland ze schicken. Dat heißt, ab dem Moment gouf kein Weiner méi an Deutschland geliefert. Doch mir die Sache is bis mir kompliziert. Und zwar kon den Handel dun awer nach weiter goen an dat durch den Artikel 268 vom Versailler Vertrag, den am 20. Juni 1919 zu Versailles erschriwe gouf. An voilà, diesen Artikel vom Vertrag beseet eben, dass Deutschland dazu verpflichtet ist, während 5 Jahre eine gewisse Quantität von lützeburgische Waren zollfrei zu importieren. Und dazu sollte dann eben noch der lützeburgische Wein an den Champes gehören. Oder haut eben Cremant genannt. Et war extrem wichtig Urlaub von der Lützeburger Regierung für die Waren dann auch op die Lücht von der Produkten zu kreen, die zollfrei in Deutschland können gehen. Das Klausel vom Versailler Vertrag war also gewisser Weise wie Rettungsanker für den Lützeburger Weinbau, den möglicherweise so ruiniert gewirrscht wird. Ja genau, weil so sehr am Krieg hat sich nämlich keinen direkten Abnehmer für die lützeburgische Produktion ugeboten. Ziel war auch gesot, dass die Echtfuhre recht am September 1920 zollfrei an Deutschland geliefert konnte gehen. Dat heißt, von dem Moment wo Lützeburgschen Zollverein dennonciert huet bis September 1920 gouf quasi Kewein an Deutschland geliefert, an dat schon ein enormen Problem für die Lützeburger Winzer durchgestalt. An wieviel vun der Lützeburgischer Produktion, also wieviel vun der Lützeburgischer Produktion kommt dann nach an Deutschland geliefert gehen? Weil die 5 Jahren, die goufen der sogenannten Kontingenzperioden agedeelt an all Periode vor ungefähr Jahr lang. An während dem Jahr konnten dann 5.000 Fuder Wein, das heißt, das sind ungefähr 50.000 Hektoliter, an 6.700 Hektoliter Champes zollfrei an Deutschland gehen. Okay, an wéi gené goufen die Kontingenter da festgelöscht an ass dat dann durchgangen fir dat
Lützebauer Winzer hier Produktion konnte las gehen. Ma das solle sie überraschend gehen, an dem das Moyen von der jährlichen Exporter an Deutschland von den Jahren 1911 bis 1913 geguckt gouf. An enger eischter Phase und Miseler Winzer du natürlich probiert die Weiner last zu gehen, die sie dann während 1,5 Jahr an ihre Kellere gesammelt haben, weil sie nicht mehr konnten an Deutschland checken. Am Oktober 1921 huet die neue Colt zwar just 2800 Futter umfasst, mehr waren noch 12.600 Futter an de Kelleren. Das ist also largement genug für den Kontingent von den 5.000 zu erreichen. Et gouf ein andere Problem, den ich schon kurz ugeschnitten hat, und zwar wo den deutschen Marché quasi paralysiert. An Deutschland hat ja immens wirtschaftliche Schwierigkeiten um Krieg an ich kann mir vorstellen, dass der Luxusprodukt wie der Wein nicht unbedingt prioritär auf der Ankaufslist von den Leuten stehen, oder? Ja genau, also Deutschland huet zwar die 5.000 Futter missen zollfrei iwwer grenzlosen, war net so dass Deutschland die 5.000 Futter Lützeburg missen aufkaufen mis schon eng Demand von der Seite von deutsche Winzer oder Geschäftsleute gehen für die Lützeburg Produkte auch zu kaufen. An den 5 Jahren also dann noch schüss 2-mal dazu kommen, dass der Kontingent von den 5.000 Futter Wein auch erreicht gouf. Mir dat konnte ja aber nicht lang so weitergehen. Nee, effektiv. Also direkt um Krieg müssen noch andere Solutionen gesicht gehen für den Lützeburger Weinbau können zu erhalten, an dat notamment mit einem neuen wirtschaftlichen Partner. Und es war aber relativ sehr klar, dass der Lützeburger Weinbau sich müsste neu erfahren, für können auf andere Marschen weiter zu bestehen. Et goufe noch ha am Land Erfahrung gemacht für den einheimischen Wein méi zu promoveieren. De Lützburgsche Marché war schlicht einfach zu klein für die ganze Produktion zu absorbieren. Ma du Logist schon nu geschwart um Krieg sich vorgestalt für neue Wirtschaftspartner zu fannen. Wie hun sich Lützebauer Winzer dann do positioniert? Maja, also um Krieg huet sich dann vorgestellt, ob Lützeburg soll eng wirtschaftliche Union mit Frankreich oder mit der Belsch agoen. Voilà, der ganz großen Deel von der Lützeburgischer Industrie auch von allen anderen wirtschaftlichen Sektoren huet sich klar pro Frankreich positioniert, mit der einzigen Ausnahme von der Vitikultur, weil die hatten da eng viel nuancierte Position. An die war? Maja, das war eigentlich weder noch, weil kein von denen 2 Optionen huet wirklich gefallen fand. Für was das dann? Maja, wenn es die Rapporte vom Fritz Mersch herauslesen kann, goufet bedenken, für an denen 2 Länder die Vorlast zu gehen. De Jean-François, genannt Fritz Mersch, wurde demolschen Kommissär der Distrikt von Grevermacher. Und hier war auch Member von der Kommission d'études, die sich notamment mit der ökonomischen Ausrichtung vom Land nach dem Ersten Weltkrieg befasst hat. Und hier war hier notamment den Präsident von der Kommission, die für den Weinbau zuständig ist. Was hat der Fritz Mersch dann in den 2 Optionen gesteuert? Da gehen wir mal an sich op die Option Frankreich an. All die anderen Kommissionen von der Kommission d'études, die ich gerade erwähnt habe, haben sich ganz klar für Frankreich ausgeschwert. Der Fritz Mersch bemerkt aber, dass die Lützeburger Weiner kaum Chance auf Succès französischen Marché haben. Ja, Frankreich ist sowohl von den renommiertesten Weinproduzenten auf der Welt und kann sich kaum vorstellen, dass es da großen Interesse Wein aus Lützeburg gibt, den noch nach qualitativ nicht so hochwertig ist, oder? Genau, also die Lützeburger Weiner können die Zeit effektiv nicht mit den französischen Produkten mitteilen, von der Qualität her. Mais et kënnt noch ein anderes Problem dabei, und zwar gëtt dem Moment a Frankreich am Fong eng Iwerproduktionioun vu Wein, so dats der Lützeburgsche Wein noch net preisliche Niveau kann mathalen. Gëtt also quasi null Hoffnung für die Lützeburger Weiner irgendwie Frankreich können zu vermarkten. Wie eng Bedenke gowet an eigentlich géint eng Union mat der Belsch? Mei Belsche selber kein Wingerten. Gefahr vor Konkurrenz aus der Belsch selber gëtt also schon mal net. Mais wie der Seance vun der Kommission de Vitikultur am Januar 1919 ze lesen ass, ginnet do ganz aner bedenken. An ich zitieren enker kurz: En ce qui concerne particulièrement la Belgique,
Notons d'abord que la boisson populaire dans ce pays, ce n'est pas le vin, mais la bière. Also okay, der Tisch de Bayer also schon demos so Nationalgedrängs vun de Belsch gewircht. Ja, genau. Und voilà, just eine gehobene Gesellschaft gibt da noch fein gedrunken gehen. Und du dann aber auch echt renommiert Krühen aus Gegenden wie Bordeaux oder der Bourgogne, also hauptsächlich auch aus Frankreich. Auch geben Belsch generell eine Aufneigung vis-à-vis von weißem Wein weisen, vor allem wenn es so sehr ist wie den demolischen Produkt von der Mosel kennt. Trotzdem gëtt es hier eng liicht Hoffnung fir den Lützeburger Wein méi populär können ze machen bei se Belschen Operen. Dat gift awer direkt heechen, das muss viel der Qualität vun as Weiner geschafft gin. An des Weiteren miss Lützeburg natürlich favorabel Konditionen fir den Import vu Lützeburger Weiner an der Belsch kreien. Mei du kom joch den Referendum vum 28. September 1919, wo en hat anderem dun Populationun gefrot gouf, op se Welten eng Wirtschaftsunion mat Frankreich oder der Belsch wëllen hunn. Ja genau, an da woret ebe just an de Muselgemengen, wo Leiter noch majoritär fir eng Wirtschaftsunion mat der Belsch gestimmt hun. Hol man zum Beispiel Gemeng Würmer, wo knapp méi wie 90% pro Belsch gestimmt hun. Der Rest vom Land huet sech awer gréesstendeels fir Frankreich ausgeschwert, an zwar mat 73%. Met enger Union mat Frankreich sollte dawer dann net kommen. Genau, weil wat Lützeburg Regierung de moment op net so wirklich Radar hat, dat vor dass die froh vun der Wirtschaftsunion mat Lützeburg eigentlich schon tech de Belgen und de Franzose während dem Mechte Weltkrieg geklärt gin ass. Also huet Lützeburg awer missen mat de Belsch negociieren. An wéi eng Platz hat dun de Weibau an der Verhandlungen mat der Belger wat gouf op dësem Niveau festgehale respektiv wéi eng Garantie kruten Lützebäier Wënzer. Ma de Weibau huet eng enorm wichtig Rolle an den Verhandlungen mat der Belsch ugeholl an schon an den alleréischte Gesprächer gouf op die Prekärsituatioun vun den Lützebäier Wënzer higedeit. Am Fong wo auch die froh von der Protektion vom Lützeburger Weibau von den Knackpunkten von den Verhandlungen zwischen Lützeburg und der Belsch. Der 25. Juli 1921 gouf noch den Treaty von der UEBL, also der Union Économique Belgo-Luxembourgeoise, unterschrieben. Und für den Weibau natürlich das Allerwichtigste war, dass keine Akzise müsste bezahlt gehen, ob den wie am Traité steht vin naturel indigène non mousseux, also die net sprudelech natierlech enheimisch Lützeburg Weiner voilà, den huet eben keng Akzise misse bezahlt gin. An wat bedeit dat da genau? Also als vin naturel indigène goufen dann ebe Weiner bezeechent, bei denen Trauwen am Grand Duché gepleckt goufen, an den Lützeburgischer Gesetzgebung treiert gesinn. Op das Manier hatten die Lützeburg Weiner dann natürlich Vierdeler vis-à-vis vun anderen ausländische Weiner se voilà, méi bëllech fir den Import waren. Er war dann dummer de Problem geléist? Ja, sech stung du eigentlich schon de nächste Problem fir unter dir. Belsch huet nämlichlech no méicht Weltkrieg eng noch méi eng Relationun mat Frankreich gesicht, a wollt eben och een Handelsakkor mat Frankreich ënnerschreiben. De Problem ass du natürlich, dass wie ich Trofedro gesot tun, Frankreich huet dem moment eng Iwerproduktionioun an ass natürlich auch extrem du interessiert fir seg Weiner dann am Ausland ze vermachten. Dat schmachte Lützeburg natürlich gut net, weil sie dann Angst hun, dass all Vierdeel die sech dann vis-à-vis vun de franzische Weiner mat dem UBL-Treté verschaf hun, zunichte ass von Franzosen dieselvech Klausel kreien. Ich gehe net weiter an mit kann ich aber so, dass trotz der Wirtschaftsunion mat der Belsch net direkt alles super war an den de Lützeburger Weibau eigentlich ein städtisch Konfliktpotenzial innerhalb von der Wirtschaftsunion hat. Okay, an wie huet dann mam Export vu Lützeburger Weiner an Belsch an enger Eichstoffhas ausgesehen? Also kann in Hai am Fong net direkt von einem grosse Suse schwätzen. Also Wa man lo Joren 1926 bis 1928 schulen, dat hech also die Joren no dems de Kontingent von denen 5000 Futter, die zollfrei in Deutschland hier vergoen ausgelä wars.
so gesehen als 1926 rund 2700 Futter also 27.000 Hektoliter an Belsch geliefert gehen an die 2 Jahren Donno just nach 900 auf 580 das net immens viel für allem wann den dann guckt mit der Produktion dat vergleicht dann also just nach ein Bruchdeel also das net wirklich so dass Belsch kennt den deutsche Marche direkt ersetzen dat lässt sich dann dadurch erklären dass trotz den favorable Konditionen für den Import für Lützeburger Weiner Belsch noch immer Weine aus Frankreich lever hun für allem eben rot kräftig Rotweiner an net als een säierzeschen Weißwein. Kann ihn also so dass de Lützeburger Weinbau an enger richter Kris stöcht also an die Joren no Echte Weltkrieg. Ja also das definitiv ein Krise an wichtige Faktor den die Krise noch verschlimmert den hun ich noch net genannt an der das Präsenz von der Rierflaus an also Wengerten Trierflaus op Franzisch Phylloxera genannt die as am 19. Jahrhundert des Nordamerika an Europa angeschläft gehen an die hue sech rasante ha in Europa verbret an Lützeburg gouf sie dann die 1907 festgestellt. A wat mischt die Rierflaus da konkret? Meier Trierflaus die attackiert für allem Wurzel von der Riwen an die Wurzeln die fenken dann nummer faulen an het könnt zu engem Nährstoffmangel an dat feiert dann dazu dass der Riefstock nur enger gewisser Zeit aufstift. Wie gesagt wengert in ganz Europa sie befall an zu Lützeburg sind immer recht relativ spät betroffen wie das Zoll dann aber von der zerstörte Wengerte nur Echte Weltkrieg rasant zuhält bringt dat matzech dass der großen Deel von den Wengerte muss neu geplant gehen. Ich kann ihn sech so ha könnt der dient bei der Danat an wat gouft dann her no en Holfir sech als so dubler Krise rauszukommen. Maja du gouf ganz viel an den Joren eben gemar ich kann net op all einzelnen Detail agoen weil wat Trierflaus zum Beispiel konkret ugeht ass eben die effikaste Methode Wengerten Rekonstruktion von de Wengerten der Techt Wengerte gin frisch geplant an zwar notamment mat resistente Riwen. Die europäisch Riwe sind dem Moment go net resistent gegen Trierflaus also als Solution dann einheimisch Riwen op widerstandsfähig amerikanisch Wurzeln zu praffen. Die amerikanisch Wurzeln hunn eben ein gewisse Resistenz an dat erlaubt dann eben das Tisch 1924 und 1935 quasi 34% von all der Revenheim Land neu geplant gesehen. Okay, und hat dat dann irgendwei Joren Impact op Qualität vom Wein? Maja, das Rekonstruktion waren wichtigen Hischritt am Hinblick op qualitativ heichwertige Wein. Erklären und zwar dadurch gouf dann war einfach Opportunität für viel mehr edel oder sogenannte nobel Cepagen unzupflanzen. Wie Schidro gesot hat war Fedron alles quasi Delpling drauf die man Wengerten hatten an dat heute as eben die große Occasion für dann auch neue Cepagen unzubauen wie zum Beispiel der Riesling, der Pinot Gris oder auch der Silvaner. An du so gouf nach aner mesureuren wéi eng waren dat dann? Ma ganz wichtigen Aspekt dass Gründung 1925 von der Station Viticole der Weinbaustation zu Remisch die gëtt auch haut noch hecht haut den Institut Vitivinicole an am Anfang die Gründung war auch eng direkt Konsequenz von der Rierflauskrise a von der Necessität für méi Qualitätswein zu produzieren. Wat auch noch zu erwähnen ist, dass das Triefareal, das Lützeburg Triefareal nom Echte Weltkrieg ein gut Stück mehr klein geht, weil es geht verboten, ob Niervelaren, die mehr schlechte Qualität von Wein produzieren, Riven umzubauen. So geht dann zum Beispiel 1907 haben wir zum Beispiel der 1675 Hektar Wengerten, 1933 ist noch 1216 Hektar. Da kann ich nur noch op der Rolle von der kooperativen Agoen, die in der ersten Halbstunde vom 20. Jahrhundert entstehen, oder der Abfährung von der Marque Nationale vom Wein am Jahr 1935. Das geht zu weit für du all Einzel mesure opzelchte wat
an dem Strich bleibt, dass die 20 an 30er Jahren von immens große Changementer für die Lützebauer Weinbau geprägt sind an die lehen dann noch die Grundlage für die Weiner, die man heute selbst kennen. Da das ja effektiv größten Angriff gewirrscht. Wie wird denn dann der Lützebauer Wein überhaupt bekannt gemacht? Et gouf immens viel Reklam fir d Lützeburg Wein an natürlich dann an der Belsch als Wirtschaftspartner bei dem Wirtschaftspartner gemach an dat not op internationalen Foren an Expositionen an et gesäit den dann och fir allem an drescher Joren dats de Lützeburg Wein u Popularitéit gewënnt an mischt immer nur immer méi Prozent von den Importer an Belsch aus. Zum Beispiel hummer im Joar 1927 just rund 2% vom gesamten Import vu Weine an der Belsch, die aus Lützeburg kommen. An am Joar 1932 sind wir durch schon bei knapp 11%. Aber wie gesagt, dann du zu Lützeburg aus? Ma ja, auch hier am Land gëtt dann enorm viel gemacht für de Wein méi ze vermarkten. an dat huet er noch e gewissen Suse. So schreibt er noch zum Beispiel de Weinkontrolleur Jean-Baptiste Thury am Joar 1933 folgendes. Es steht somit außer Zweifel, dass das Luxemburger Land sich innerhalb weniger Jahre zum besten Abnehmer seiner eigenen Gewächse entwickelt hat. Der Lützeburgische Marché gehört also zum wichtigsten Marché für die Lützeburger Weiner an dat war eigentlich relativ unerwartet. Für allem an den 1930er Jahren gibt eine Explosion von der Konsumation von Wein zu Lützeburg. An der Lützeburger Wein mischt den Großteil von den Weiner dann auch aus. Kann also so, dass das Lützeburger Winzer eigentlich der Lützeburgische Marché viel zu lange ignoriert tun an Potenzial ganz lange erschert tun. Ma vielmals merci Charles für den Ableg an de 4 vom Lützeburger Weinbau an die Jure um Echte Weltkrieg. E wichtigen Aspekt von diesem Podcast ist auch, dass wir aus sich wollen einen Ableg gehen an Quellen, die zu dem jeweiligen Sujet immer am Nationalarchiv zu finden sind und existieren. Wer das dann do aus sich über die Vitikultur bei uns zu finden? Ma de wichtigste Fond zu dem Thema, dem wir am Nationalarchiv haben, ist natürlich der Fond vom Ministère von der Vitikultur. An diesem Fond da finden dann Dossien zu all den verschiedenen Kompetenzen, die der Weinbauministère dann hat. Schwarzelo vom Ministère muss ich aber sagen, dass 1936 kein Ministère gouf, weil das gouf in der Zeit Direction Générale genannt. An voilà, Departement von der Vitikultur, wo auch nicht immer ein eigenständiges Ministère oder ein eigenständiges Direction Générale, aber ganz oft irgendwo untergeordnet an notamment meistens der Landwirtschaft. Können mal für, dass Vitikultur effektiv ein eigenständiges Ministère ist, aber das tut dann nicht politisch Gründe, und zwar weil Ministerin aus dem Osten aus dem Wahlbezirk Osten sech durch de Ressort von der Vitikultur méi Stimme bei den nächsten Wahlen erhoffen. Ja, das bestimmt ganz vaste Fond zu dem Sujet ginet auch anders Sourcen. Allein geht der Fond von der Vitikultur effektiv net fir d Geschicht vum Lützeburger Weinbau zu schreiben. Der Fond Commerce et Industrie du findet zum Beispiel auch eine Reihe Dossien, die de Weinbau betreffen. Da kann schon nach den Fond vom Service Agricole nennen, den dem Landwirtschaftsminister an der Stalt war. Und dann war sie noch ganz wichtig Fonds von der Chambre an dem Staatsrat, wo ihn dann verschiedene Gesetzestexte oder Projekte über den Weinbau kann finden. Ma bei dem heute Sujet geht es auch ganz viele über die internationalen Relationen. Was geht es dann dazu am Nationalarchiv? Das ist natürlich die allererste Anlaufstelle für die internationalen Relationen von Lützeburg zu erforschen. Zum Fonds vom Außenministerium gehören dann noch zum Beispiel die Archive von der Lützeburgischen Ambassaden am Ausland. Eng mit dem Fonds vom Außenministerium verbunden haben wir im Nationalarchiv aber auch noch eine andere Kollektion, die auch wichtig für das Arbeit war, und zwar die von den Treaty und Konventionen. Weil ein von den Dokumenten war natürlich für die Etude wichtig war als der Treaty von der ÖBL. Aber was genau kann ich sich in dieser Kollektion vorstellen? Ja, in dieser Kollektion finden all die internationalen Verträge, die Lützeburg ab dem 19. Jahrhundert unterschrieben hat oder die Lützeburg betreffen. Das Sort von Dokumenten sind natürlich extrem prestigiös, oft auch schon von der Abmachung her. Du findest extrem schöne große Siegeln
oder Kuvertüre sind zum Beispiel aus Samet. Also bei den Treten, also auch dann so, dass den Original an dem Land leiht, wo den erschrieben gouf, an die anderen Länder kriegen dann ein Kopie konform. Du wennst Leute Schengener Korridor am Nationalarchiv, weil die gouf jo u Bord vun Schëf Marie Astrid zu Schengenen erschriwen. Ja genau, also das Original leiht da bei uns im Nationalarchiv, an die Trete sind dann noch an einem extra Cover bei uns gelagert, zu Summe noch notamment mit der Kollektion von der Loyauté. Bei der Loyauté, da handelt es sich dann um die Originalgesetzestexte, die dann vom Grand Duc oder der Grand Duchesse erschrieben gofen, sowie auch den zuständigen Ministerin. An kann ihn dann so treten einfach an der Salle de Lecture am Nationalarchiv konsultieren. Also die Originaltrete kann ihn nicht einfach so an der Salle de Lecture konsultieren, dafür braucht ihn eine Autorisation. Aber das erklärt sich durch konservatorisch Gründe. Die Trete sind immens prestigiös und auch durch Präsenz von Sigelen zum Beispiel als hier Handhabung relativ schwierig, sodass man dann vermeiden für die zu viel an Konsultation zu gehen. Beim Trete muss ich aber auch so, dass ganz oft die Texte sowieso schon publiziert sind. Das heißt, wir weisen als Rechercherin dann immer darauf hin, dass sie sollen gucken, ob es eine publizierte Version gibt. Wenn nicht, da können sie natürlich den Akkord froh für das Original anders als der Lektor zu konsultieren. Mhm. An en Deel vun den Treten as Jo aus konservatorische Grünn schon numerisiert gin an digital op aus dem Internet disponibel. Wé Beispieler kannst du als du gin? Sind das notamment Altreten aus dem 19. Jahrhundert, die goufen effektiv gescannt a sind an als Sichtmaschine publiziert. Treten an Konventionen sind aber auch ganz beleift Ausstellungsobjekten, sowohl bei uns in-house, aber auch bei anderen Institutionen. Ja genau, also eng von den Missionen vom Nationalarchiv, also ist ja auch die Valorisation vom schriftlichen Patrimoine. Und so zum Beispiel organisieren wir selber Ausstellungen oder Konferenzen, und wir partizipieren auch an Ausstellungen am In- und Ausland, an dem es mir Dokumente zum Beispiel auslehnen. Der Schengen-Akkord haben wir ja schon vorhin angeschwärzt. Der gouf zum Beispiel im Jahr 2022 zu Breslau a Polen gewesen. Und damit wären wir am Schluss von dieser Episode gekommen. Ich so dir vielmals merci, Charles, für den Abblick, den du da gegeben hast an die Geschichte vom Lützebauer Weinbau und noch an die disponible Quellen dazu am Nationalarchiv. Ja, und dir merci. Auch als Nullaustra ein grosses Merci, wenn ihr wollt informiert bleiben über die Aktualität am Nationalarchiv und als nächste Podcast-Episoden, dann invitieren wir euch für euch auf unsere Newsletter zu abonnieren und das könnt ihr über unsere Internetseite anlux.lu machen. Merci danke und bis gespannt für die nächste Zeitreise und Geschichte.